Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast von den drei Hilligen Kölschen Podcast-Königen. An meiner Seite ist zum einen unser Hillier St. Uli, der Schutzpatron der Kölschen Stadtführer, und zum anderen St. Jannik, der Schirmherr aller überbezahlter und ausgebeuteter Tontechniker. Mir gegenüber sitzt der Mann, der immer noch glaubt, dass Prinz, Bauer und Jungfrau die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt wären. Weit gefehlt. Es sind natürlich Kaspar, Melchior und Balthasar, um die geht's heute. Wir werden außerdem verstärkt durch den zwar vollkommen überbezahlten, aber immer sehr zuverlässigen Jannik, der Mann, der seit neuestem eine eigene Website hat, die ihr euch mal angucken könnt. Da seht ihr übrigens auch Bilder von ihm. Er ist auch recht attraktiv. ym-productions.de. Schaut da mal rein, da habt ihr eine Chance, unseren Tontechniker bei der Arbeit zu sehen, und das ist ein seltenes Vergnügen. So, Uli, hör uns. Ich stell mal die kontroverse Frage in den Raum. Wieso hat unsere grandiose Stadt es eigentlich nötig, bei der Kölschen Stadtgeschichte, ich sag mal, nicht lügen ist zu viel, zu flunkern? Wir flunkern nicht. Wir haben bestimmte Wahrheiten, die gelten nur in Köln. Das ist was anderes. Ja, aber das muss doch überhaupt nicht sein. Oder kannst du mir erklären, wieso man bei so einem kleinen Ding wie dem Dreikönigenpölzchen so eine Quatsch verzählen kann? Weil das so wichtig ist, weil dadurch die drei Könige in die Stadt getrocken sind. Weil dadurch die drei heiligen Könige in die Stadt gekommen sind. Ja, glaubst du? Ja, ist auch so. Ja? Ja, natürlich. Und in dem Schrein sind ja auch die heiligen drei Könige drin. Und noch ein bisschen mehr. Ja, aber, ja, natürlich. Ja. Okay, ja komm, dann erzähl's wieder. Also, fangen wir mal ganz von vorne an. Reinhard van Dassel war mit Kaiser Barbarossa in Norditalien unterwegs. Und die haben da Krieg geführt. Und dann sind sie ein bisschen durch Mailand gelaufen, haben das verwüstet, und auf einmal sehen sie da die heiligen drei Könige liegen. Und dann sagt der Barbarossa zum Reinhard van Dassel: ach, Lorenz, da sind die heiligen drei Könige. Und dann sagt der Reinhard: ach komm, die nehmen wir mit. Um das klarzustellen, die haben die da geklaut. Also die Gebeine haben sie geklaut. Die heiligen drei Könige waren da schon ein bisschen länger tot. Und dann haben die mit nach Köln genommen als Kriegsbeute. Und dann sind die damit über den Rhein geschippert. Und irgendwann mussten die ja irgendwie in die Stadt Köln rein. Und da ist es passiert. Ja, wie soll ich das sagen? Ich lüge ja nicht so gern, ne? Also die sind auf jeden Fall laut den... nee, komm, Uli, erzähl du das. Ich will das nicht erzählen. Ich kann nicht so gut lügen. Das ist dein Text. Das ist auch nicht gelogen. Also, gut, die kamen dann vom Rhein her mit den Reliquien der heiligen drei Könige und sind dann durch das Dreikönige-Pölzchen getroffen, das Dreikönigenpförtchen. Das ist übrigens direkt an St. Maria im Kapitol. Das ist, die Adresse ist Lichhof, falls ihr mal da hingehen wollt, ne? Und dadurch sind die in die Stadt eingezogen mit den heiligen drei Königen. Das war natürlich der super Jackpot im Reliquien-Business. Mehr als das ging überhaupt nicht, die heiligen drei Könige hier in der Stadt zu haben, auch wenn sie geklaut waren, war das Allergrößte. Und deswegen ist auch dieser Ort, durch den die gezogen sind, quasi mit geheiligt worden. Und deswegen spielt das Dreikönigenpölzchen so eine wichtige Rolle. Übrigens 1164 kamen die in die Stadt. Und jetzt kommt das kleine Problem mit dem Pölzchen. Weil das Pölzchen, was da steht heute, das ist aus dem Jahr 1330. Ein Wunder. 1164 sind die gekommen durch ein Pölzchen, was 1330 erst gebaut worden ist. Es ist also ein bisschen schwierig, ne? Es könnte allerdings sein, dass das Pölzchen vielleicht auch erst in den 1460er Jahren gebaut worden ist. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall können wir definitiv ausschließen, dass die durch das Pölzchen gekommen sind. An der Stelle stand aber irgendwas, womit die reingekommen sind in die Stadt. Und das war von entscheidender Bedeutung, dass wir die Reliquien hier hatten. Nämlich damit waren wir auf einmal ganz vorne am Start. So viel schicke Reliquien hat keine andere Stadt zu bieten gehabt. Und wir Kölschen konnten das auch wunderbar verwenden. Wir haben nämlich da aus den Reliquien richtig Kohle gemacht. Wen das interessiert, der möge bitte nochmal unsere Folge zur heiligen Uschi, zur heiligen Ursula reinhören. Ja, denn im 14. Jahrhundert waren zum Beispiel Aachen, Altöttingen oder Kloster Andechs ganz wichtige christliche Wallfahrtsorte. Da gab es also ganz schön viel Konkurrenz für uns Kölsche. Da musste man nämlich alle Register ziehen, um aufzufallen.
Denn das Geschäft mit den Knöchelchen etc., das haben wir alles schon mal erzählt, das ist richtig lohnenswert. Und ich sag auch, der ein oder andere wird sich Oma im Keller ausgegraben haben, um aus den Knöchelchen noch ein paar Mark zu machen. Jetzt kommen wir mal weiter zu dieser Legende, die sich darum entspannt hatte. Naja, auf jeden Fall sind die halt durch dieses Pölzchen reingekommen und also durch ein Pölzchen sind die reingekommen und das Pölzchen, was jetzt heute da steht, auch das ist schon irgendwie kritisch gewesen und wäre eigentlich zweimal schon fast fort gewesen. Erstens, 1842 war das Ding ziemlich runtergekommen. Wir Kölschen pflegen nicht so gut unsere Bauwerke. Und das sollte abgerissen werden. Da sollte eine Straße quer durchgebaut werden. Aber Friedrich Wilhelm, preußischer König, der hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich bezahle euch die Reparatur dieses Dingens. Und deswegen ist es stehen geblieben und auch wieder vernünftig repariert worden. Noch knapper für das Pölzchen wurde es allerdings 1944 im Zweiten Weltkrieg. Die ganze Stadt lag in Schutt und Asche und so auch das wunderschöne Dreikönige-Pölzchen. Das war quasi dem Erdboden gleichgemacht. Aber dann kam Wilhelm Schlomps. Wilhelm Schlomps war Volontär beim Stadtkonservator. Der hatte die ganzen Steine von dem Pölzchen eingesammelt und irgendwo eingelagert und, das kann sich heute keiner richtig erklären, 1946 stund das Pölzchen halt wieder. Übrigens, der Wilhelm Schlomps, der hat auch eine eigene Straße in Junkersdorf. Ach, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Okay, das ist wohl ja. Da ist eine evangelische Kirche. Also wenn die ganzen Junkersdorfer, die jetzt mal zugehört haben, die können jetzt ein bisschen klugscheißen, weil der Mann, der dieses Pölzchen gerettet hat, der ist der Namensgeber eurer Straße. Aber das Pölzchen war mehr als schmucker Stein und mehr als eine Legende, denn tatsächlich handelt es sich um eine sogenannte Immunitätspforte. Diese Tore grenzten den Bereich der Freien Reichsstadt Köln von dem juristisch eigenständigen Areal der Klöster und Kirchen ab. Wer die Pforte durchschritt, unterlag dem Kirchenrecht. Im mittelalterlichen Köln mit seinen hunderten Kirchen und Klöstern gab es unzählige dieser Immunitätspforten. Sie ist übrigens die letzte erhaltene Pforte dieser Art in unserer Stadt. Das muss man sich mal überlegen. Diese Immunitätspforten, die waren von entscheidender Bedeutung. Du hast also irgendein Delikt begangen, bist schnell durch so eine Immunitätspforte und warst dann nicht mehr dem staatlichen Zugriff unterlegen, sondern konntest dich dem so ein bisschen entziehen. Allerdings ist das eher so ein bisschen theoretischer Natur, weil die Kirchenmänner haben dann ganz oft diese Menschen trotzdem ausgeliefert, was jetzt auch nicht so nett ist. Aber trotzdem, es ist die letzte erhaltene Immunitätspforte, die wir in Köln haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie war es denn jetzt mit den Heiligen Drei Königen und wie sind sie wirklich in die Stadt reingekommen? Und da zitieren wir Ulrich Krings, ehemaliger Stadtkonservator. Wenn diese Prozession mit den Reliquien tatsächlich stattgefunden haben sollte, müsste sie durch den romanischen Vorgänger des heutigen Türchens erfolgt sein, so sagt der ausgewiesene Köln-Kenner. Gut, also wollen wir mal festhalten, immerhin, die Stelle stimmt, auch wenn es ein anderes Pölzchen war. Aber wir Stadtführer sagen das übrigens auch nicht. Wir sagen denn immer, das wäre das Dreikönige Pölzchen gewesen. Und dann weisen wir darauf hin, auf die 3 Figuren oben. Nächste Lüge, das sind nämlich Repliken. Die Originale sind im Museum Schnütgen ausgestellt. Da oben sind nur Repliken, weil die sonst Wind und Wasser ausgesetzt sind. Übrigens ist das Dreikönigenpölzchen nicht zu verwechseln mit der Dreikönigenpforte. Diese war Teil der rheinseitigen Stadtbefestigung und lag in der Nähe des Baienturms. Eine Suche kann man sich aber sparen, denn 1854 wurde diese auch abgerissen. Wie hieß die denn noch? Da gibt's doch verschiedene Namen. Oh ja, die hieß Mühlenpforte, Molenportzin, Lühnhofporz oder, das kann ich ja nicht aussprechen. Königsportzgin. Ach, also von Königs. Königsportzgin genannt worden. Aber gibt's eh nicht mehr, braucht er nicht zu suchen, also ein bisschen egal. Ja, wenn wir einen Zeitzeugen unter unseren Hörern haben, der kann gerne mal vorlesen kommen. Genau. Vielen Dank, es war schön mit euch durch das Dreikönige. Moment, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Moment, bevor du hier Tschüss sagst, ne? Was glaubst du, wie viel Leute im Jahr durchschnittlich die Knochen der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom besuchen? 6 Millionen. 8 Millionen. Gut, ich fange mal ganz oben an. Platz 1 sind die Knochen von Petrus in Rom, 7 Millionen. Platz 2 ist Grab des Franz von Assisi, 4,5 Millionen. Wir sind aber Platz 3. Ungefähr 4 Millionen Leute
kommen jedes Jahr, um sich die Knochen der Hiljen drei Könige in Köln anzusuchen. Und es lohnt sich ja auch. Der Dreikönigenschrein ist ja schon ein starkes Ding, ne? Und ist ja eigentlich, gut, es ist eine der größten Sehenswürdigkeiten, die wir in der Stadt haben. Guckt euch das Ding mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und geht insbesondere auch mal in den Lichthof St. Maria am Kapitol. Das ist auch eine ganz schöne Ecke. Da kann man mal hinsetzen, ist ein bisschen ruhiger da. Und es ist auch von da aus nicht weit zur Brauerei, zur Malzmühle. Da kann man dann anschließend Kölsch trinken. Lohnt sich unbedingt. Vielen Dank, es war schön mit euch. Madet Jod und das Dreikönigebörz hier war eine schöne Folge, fanden wir. Hoffen ihr auch. Und bis demnächst. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok, da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.